Zum Leidwesen von Karsten hat Steffi den Kalle noch zum Znacht eingeladen. Nach dem Essen ist der Kalle gleich heimgegangen. Der Karsten hat noch gehört, wie er und Steffi an der Haustür Pläne geschmiedet haben. «Hey, und morgen nach der Schule nehmen wir noch die Höhle genauer unter die Lupe», hat er der Steffi zugeflüstert. Das hat der Karsten gar nicht lustig gefunden. Und als er zur Nacht im Bett gelegen ist und nicht schlafen konnte, hat er sich vorgenommen, dem Kalle beizubringen, wer der Chef bei dieser Schatzsuche ist. Am nächsten Morgen, nach vor der Schule, ist der Partner von Kalle im Detektivbüro, der Friedhelm, bei seinem Chef gestanden. Als die Steffi und der Karsten auf den Schulhof gekommen sind, hat der Friedhelm gerade andächtig dem Kalle zugelassen. «Hey, Steff!» «Ciao, Radiesli!» hat sie den Meisterdetektiv begrüßt. Welche Geschichte erzählst du schon wieder? Ich habe gerade die Situation erklärt. Was hast du? Ich habe dem Friedhelm erklärt, dass Radiesli eine Höhle entdeckt hat und eine Schatzkarte. «Los, Radiesli, zeig mal hier hin!» Der Friedhelm hat den Karsten mit einem Blick angeschaut, wo der nicht recht deuten konnte. Aber er hat gemeint, so etwas wie eine Bewunderung drin zu sehen. Und darum hat er all seinen Mut zusammengenommen und das gesagt, was er sich vorgenommen hat. Du, Kalle, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich bei dieser Schatzsuche der Anführer will sein. Was willst Der Anführer will ich sein bei dieser Schatzsuche. Wie? Der Karsten hat sich räuspern. Also, ich meine, ich habe doch die Höhle entdeckt. Und zwar allein. Und darum will ich auch der Chef sein und bestimmen, was lang geht. Ihr könnt euch ja beraten und mir dann sagen, ob ihr einverstanden sind. Vorher zeige ich auf jeden Fall niemandem die Schatzkarte. So, jetzt war es draussen. Also überlegt euch nochmal, was ich gesagt habe. Und dann gebt mir Bescheid. In der Pause ist der Karsten als Letzter ganz langsam aus dem Schulzimmer geschlichen, wo die anderen schon auf ihn gewartet haben. Wir haben etwas mit dir zu besprechen, Radiesli. So, was denn? Wir haben fast einstimmig beschlossen... Fast? Also, ich habe beschlossen, dich als Partner in unser Detektivbüro aufzunehmen. Der Karsten hat es fast umgehauen. Ja, also, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Der Kalle hat ihm gönnerhaft auf die Schulter geklopft und gesagt: Es gibt allerdings noch ein kleines Problem. Der Friedhelm meint, du müsstest zuerst noch einen Fall lösen. Okay, dann will ich eben nicht Partner. Mann, und was ist mit der Schatzkarte? Ja, die kannst du vergessen.